Was, wie ging der wieder Beatbox? Ich kann nicht rappen, also gerade mit der Info, also da bin ich raus. Rappst du holst dein Maul, du wirst rappen und du wirst schön rappen, ist das klar? Jetzt holt's euer Maul. Nein. Genau, ich fragt euch gerade, was ist jetzt da gerade Herz? Wir sagen erst einmal Servus und herzlich willkommen, aber es wird halt ein bisschen anders aufzickert. Der Mike hat Hip-Hop für sich entdeckt und nachdem er jetzt schon seit Jahren tanzt, möchte er es jetzt auch als Sprachgesang vortragen. Der Corby und ich werden einen Beat vorgeben und der Mike wird dann das Intro rappen. Stage is yours, Mike. Servus Habidere, Servus Habidere, Servus Habidere zum Viva la Mobilisation Podcast. Servus Habidere, Kane. Habidere, Servus. Habidere, Servus. Halt doch dein Maul. Und Servus Corby. Yo, was geht? In der Hut, in der Viva la Mobilisation. War das jetzt gerade das peinlichste Intro ever? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Und es war das improvisierteste Intro ever. Nein, das war einstudiert. Tu nicht so. Das war einstudiert. Peinlich ist immer das, was die Leute draus machen. Und die haben bestimmt jetzt draußen, die stehen da, weißt du, bei ihrer Bushaltestelle und wippen so mit und denken sich, ja, wie früher, Mann. Genau. Ich sehe einen coolen Savage gerade, wie es auf der Couch reißt, weil jetzt gerade neue Sternchen vom Rap-Himmel gefallen sind. Ich schaue mich so voll. Ich glaube, ich muss aus dem Podcast austreten, weil ich mir echt so schaue. Ob wir es nicht durchschneiden. Ja, zumindest der Mike, weil unser Beatboxing war gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warlex. Und wenn das nicht ein Warleck-Intro war, dann weiß ich es aber auch nicht. Voll krass. Absolut, ja. Ich freue mich, weil das sind die ersten Warlecks in dem tollen Jahr 2022. Es wird alles immer besser. Habe ich mal sagen lassen. Stimmt, ich habe nämlich heute zum Beispiel gelesen, bezüglich Corona jetzt auch, Corona wird man nur mal lang haben, hört sie mittlerweile so, wie GTA 6 kommt bald. Ja, jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Januar war vollgespickt mit lauter tollen Filmen, also zumindest bei dem, was ich so gesehen habe. Und naja, mit dem tollen Rap-Intro, Mike, wie schaut's aus? Welcher Rapper hat dich denn diesen Monat so begeistert? Der Rapper heißt Wiki und die starken Männer. Halt doch dein Maul. Und das magische Schwert. Ich hab da den Screener gekriegt von Leonine. Ja, im Endeffekt wollte ich nur mit meinem Burmo schauen und hab mir dann gedacht, ja okay, wenn ich ihn schon abstauben, dann muss ich ja ein paar Worte dazu sagen. Also der Film war wirklich gut. Also er ist jetzt nicht so der Animationsfilm, der auch für Erwachsene ist. Also er ist schon sehr stark auch einfach für Kinder. Er hat wenig Humor, den Erwachsene wirklich lustig findet. Aber wie gesagt, für mich ist er ja auch nicht gemacht. Er hat eine voll die schöne Geschichte zum Verzeihen. Und zwar werden die Wikinger vom einen Halver und einen Wiki, die müssen wie soll ich jetzt das sagen? Warte, lass mich raten. Echt jetzt, der Film war für die zu oder wie du Saudepp? Nein, null, ich weiß nicht, wie ich es verzeih. Ich will raten, warte, lass mich raten. Also ohne, dass ich jetzt weiß, um was in dem Film geht, aber der Film heißt Wiki und das magische Schwert. Und das magische Schwert, alles klar. Das heißt, Wiki und seine Kumpanen müssen sie auf die Reise machen nach einem magischen Schwert, damit die Bewohner von dem Dorf, wo die herkommen, wieder irgendwie von irgendeinem Fluch befreit werden. Naja, geht so. Und du möchtest dich beschweren über die Handlungsbeschreibung von Malignant auf Prime, oder wie? Also liebes Amazon Prime, wenn man einfach faul ist oder nicht weiß, um was in dem Film geht, dann schreibt man vielleicht besser nix, aber einfach dazu schreiben, ja, ist der neue Horrorfilm von James Wan, hat er mal wieder toll gemacht. Denke ich mal, okay, gut, danke. Ich weiß jetzt, um was es da geht. Also, die Beschreibung war, geht so. Auf alle Fälle, die Wikinger aus Flake liefern sie ein Handgemenge mit dem schrecklichen Sven und kommen dadurch in den Besitz eines magischen Schwertes. Sie kommen quasi dann drauf, was das Schwert kann, und zwar tut das Sachen in Gold verwandeln. Ja, und wie die Wikinger so sind, strunzdumm oft, schießen mit den Laserstrahlen umeinander und dann wird die Mutter vom Wiki getroffen und wird quasi zu einer goldenen Statue. Hey, sag mal, was habt denn ich gesagt? Ich hab gesagt, da ist irgendjemand zu Stein verwandelt, wahrscheinlich aus dem Dorf.
Aber Gold und Stein ist was anderes. Voll. Ja, und sie also- mussten auch nicht auf der Suche nach dem Schwert gehen, weil das Schwert haben sie die ganze Zeit schon dabei. Voll schlecht. Wahnsinn, Ja, du bist so blöd, Corby. Gut, ich bin jetzt still. Ja, aber bitte, danke. Genau, auf alle Fälle, ja. Einer kommt dann noch ein Typ zu Hilfe, den kein Mensch kennt, aber scheint nicht zu sein, aber verfolgt wahrscheinlich seine eigenen Ziele, während er den Wikinger auf einer Reise hilft. Und da gibt's dann am Schluss noch ein paar nette Twists. Also war ein wirklich schöner Film. Mit wirklich schöner Musik, sehr gute Animationen. Die deutsche Synchro war auch hervorragend gut gemacht. In der Story ist verdammt viel Mythologie drin von die, nicht griechischen Götter, wie heißt's, von die, ja. Wikinger. Wikinger, genau. Die wikingischen Götter. Der Thor kommt vor und der Loki und die, alle, wo man jetzt so von Marvel kennt, weißt du das eh? Ja, eh. Mein Bruder hat sofort gewusst, wer ist, weil er weiß, wer der Thor ist und der Loki, der kennt sich ja voll aus. Der Film läuft gute 70 Minuten, also er ist für so einen verregneten Sonntagnachmittag mit den Kids ist der perfekt zum Anschauen. Die Empfehlung war von meiner Seite her, also zwischen 3 und 4, also der ist zwar jetzt frei ab 0 von der FSK, aber ist wieder doch hin und wieder mal ein bisschen kämpft und so, also ab 0, ja, ist aber ein wenig grenzwertig, aber so für so Burschen und Mädels zwischen 3 und 4 ist der perfekt, also der zinnt da richtig. Vom 3. Lebensjahr kapierst du das doch eh nicht, was da singen. Hast du eine Ahnung? Menschenkinder sind voll dumm. Das stimmt überhaupt nicht. Alle sind Meine dumm, meiner zumindest nicht. Die können immer einen scheiß Kopf ordentlich halten, die Vollidioten. Ja, Was ist denn nur los mit dir? Wann bist denn du so kinderfeindlich? Also Na, aber es ist ja der Tatsache, dass ein menschliches Kind brunstdumm ist. Ja, verzeihst du ständig, ja, und der Film war top, weil da Kinder gestorben sind und da beschmieren irgendwelche Kinder die Wände mit Scheiße. Und Was? Wann hätte ich das gesagt? Üble Nachrede. Nein, das hast du sicher gesagt, und zwar in der Don't Look Up Folge, wo wir über die Kinder geredet haben, die mit dem komischen Elon Musk Verschnitter geredet haben. Da hast du gesagt, ja, die sind ja eh sturzdumm, weil sie die Wände mit Kacke beschmieren. Was? Ich muss aber die Folge nicht mehr anhören, das habe ich noch ein Aufnehmen nicht mehr da. Die Lage ist, dass ein Conny seine Mom gern noch mehr Enkel hätte, aber vom Conny seiner Seite kommt da nichts und jetzt ist er halt permanent voll gegen Kinder. Die hat jetzt schon 3. Alle guten Dinge sind 3, du sagst. Das stimmt, irgendwann muss ein Schluss sein. Aber es ist trotzdem eine Tatsache, dass ein menschliches Kind dumm ist. Weißt du, jetzt schau dir mal ein Pferd an, das haut sein Fohlen raus und das rumpelt sofort über die Weide und ist fett am Start, Ja, und unsere behinderten Kinder, die können immer einen scheiß Kopf halten. Ja, und wie alt wie der Pferdl und wie alt wie der Mensch. 100.000. Musst du das einmal sehen, oder? Ja, Wenn's heißt, wie ja, alt darf der Mensch werden, wenn nicht irgendwelche behinderten Eltern dastehen müssen und ihren seinen scheiß Kopf halten, damit er sich nicht selber das Knack abdreht. Du wirst es nicht glauben, aber dein Kopf hat Mama halten müssen. Und deinen Ja, Kopf Fanny! muss man wahrscheinlich jetzt nach deinen Alkoholexzesse noch viel öfter halten. Du, ich bin jetzt Mitte 30, jetzt muss ich sowieso bei irgendwas halten, weil ich selber nichts mehr halten kann. Das war übrigens kurz mein Leck, wie behindert das Menschenkinder sind. Super. wow. Spontan. Spontan, ja. Wie unser Intro halt. Also, von meiner Seite her gibt's für den Wiki eine Empfehlung. Er war wirklich schick gemacht. Und was ich nur sagen möchte, wie gesagt, lustig ist er jetzt nicht wirklich. Also Erwachsene haben nicht wirklich so den Spaß, den was sie jetzt vielleicht bei der Elsa gehabt haben, bei der Eiskönigin oder sowas in der Richtung. Er versucht wirklich oft lustig zu sein, aber mein Burm hat's dann auch nicht wirklich die Tränen vor lauter Lachen rausgehauen. Ich habe dann öfters einmal umgespitzt, ob er das und das jetzt lustig findet. Aber nein, der Film sind wirklich eher mit die Charaktere, mit der Geschichte und mit der ganzen Mythologie und mit der Action auch, aber wirklich lustig oder für Erwachsene ist er jetzt nicht wirklich geeignet. Aber muss er ja nicht sein. Das nächste war Leck, was ich ziemlich cool fand, dass jetzt auf Arte der Day of the Dead gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, der ist ja bei uns eigentlich noch beschlagnahmt. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Der Film ist bei uns bekannt unter dem Titel Zombie 2, das letzte Kapitel, obwohl da nochmal 3 Teile gekommen sind. Haha. Ja, finde ich cool, dass Arte, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, die Eier in der Hosen gehabt hat und den Film so ausgestrahlt hat und auch weiterhin noch in der Arte-Mediathek zum Singen ist. Ja, ist ein denkwürdiger Moment in der Fernsehgeschichte, in meiner Meinung nach. Ich glaube, dass die einfach den Joker gezogen haben mit ups, das wollten wir ja eigentlich gar nicht in Deutschland veröffentlichen, sondern in Frankreich. Aber mit Ankündigung und Anlauf. Ja, man kann sich immer mal ein bisschen verdorren. Ja, sie haben 16 Ankündigungsposts lang immer statt Frankreich Deutschland hingeschrieben.
Ja. Jesus, ne? Aber fand ich cool und der Film ist ja eine Bildungslücke, wenn man den nicht kennt. Also wer den Film nicht kennt, unbedingt nachholen. Er ist auf alle Fälle wert und meiner bescheidenen Meinung nach, besser wie Dawn of the Dead. Als Dawn of the Dead. Als wir Dawn of the Dead. Aber ich bin dabei, ich finde ihn auch besser als ein Dawn. Sehr gut. Zwar nicht viel besser, aber er hat ein wenig die Nasenspitze vorne. Darf ich auch sagen. Kabi, wie schaut's bei dir aus? Hast du den schon mal gesehen? Ich habe gerade erst gehört, dass der Film auf AT läuft. Hast du die sozialen Netzwerke die letzten 14 Tage gemieden oder was? Ja. Oder bei uns auf der Facebook-Seite hast du auch nicht geschaut? Dann mache ich nur Posts und dann kriege ich danach geschimpft, weil ich mich verschrieben habe. Aber ich lese den Scheiß drin nicht, was du so schreibst. Der macht dann nur Posts, der Korbi, dann muss ich das löschen und korrigiert wieder neu posten, weil er sogar unseren Namen falsch schreibt, der Sautipp. Ja, hey, und dann schläfst du auch nur einen halben Tag. Was soll ich machen? Ich bin arbeitsloser Asozialer, weil ich schlafe. Meine Fresse, ey. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich war so stolz auf mich, weil das so witzig war. Und das dann, war aber echt wirklich, ich habe gelacht, als ich es gesehen habe. Das war sehr toll. Und dann habe ich gelacht, weil ich mir gedacht habe, was bist du nicht für ein Legastheniker-Tipp? Hättest du es doch einfach lassen. Hättest du nur dazu geschrieben, sorry Leute, das hat der Korbi gemacht. Ich habe das in einem Korrekturpost dann klargestellt, dass ich da einen Praktikanten ranlassen habe. Einen Praktikanten, ja. Brauchst nicht wundern, dass uns die Abonnenten da voll auffallen, wenn du so einen Scheißdreck hast. Gut, dann geht's weiter. Und zwar habe ich mir einen Film geschaut, der auf den Namen Kandisha hört. Das ist der neue Film von dem französischen Regie-Duo, Obacht, jetzt wird's französisch, Alexandre Bustillot und Julien Maury. Den zwei Kandidaten haben mir den voll krassen Home Invasion Splatterfilm Inside zum verdanken. Und die haben jetzt auch vor kurzem erst nochmal einen Film rausgehauen gehabt, den The Deep House, der war übrigens auch sehr gut. Der Kandisha, ja, das ist im Endeffekt ein wenig so eine Candyman-Story. Es wird ein Dämon beschworen, ein weiblicher, der ja nicht so gut auf Männer zum Sprecher ist. Und die Dame, die Männer im Umfeld der Dame müssen jetzt quasi um ihr Leben bangen, weil der Dämon jetzt jeden Tag jemand anderen holt und die auf brutalste Art und Weise umbringt. Also die Kandisha, der Dämon, der steigert sich im Laufe des Films. Am Anfang, ja, da wird noch mal einer verbrennt oder wie irgendwie so unspektakulär und wo sich dann so steigert, bis dann Leute wirklich von der Mitte zweiteilt werden, auseinandergerissen und die Köpfe eingestampft und ja, also da geht's wieder so richtig rund. Der Film ist zwar niemals in keinster Szene so intensiv, wie es die zwei Franzosen mit Inside schon vorgelegt haben, aber für so einen launigen, abendfüllenden, kurzweiligen Horrorfilm taugt der voll. Also hat Spaß gemacht. Der Film spielt ein wenig so in so einem französischen Ghetto. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, wow, scheiße, das werden jetzt wieder lauter so unsympathische Fratzen sein, die wollen so super nein cool daherkommen und wow und yo und oida yo. Und dabei waren die eigentlich für das eben aus so einem Ghetto kommen, total bodenständig und man fiebert mit den Leuten total mit, weil kein richtiges Arschloch dabei ist. Also es ist jetzt nicht einer von denen, so Slasher-Style, wo man sagt, okay, ich bin froh, wenn du endlich die Kurve kratzt und im Arsch bist, sondern da ist wirklich so, dass dann Männer dran glauben müssen, die du eigentlich von Anfang an gern mengen hast und der Dämon durch fast nix, Anführungszeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Anführungszeichen, zum Aufhalten ist. Und ich hab da Spaß gehabt. Und nach was für einem Schema tötet der Dämon die? Also wo ist da der Zusammenhang? Haben die, weiß ich nicht, alle 20 Leute, die da ermordet werden, alle gemeinsam den Dämon raufbeschworen oder was? Nein, das nicht. Also die Männer befinden sich in ihrem Umfeld. Von dem Dämon? Ihre Freunde quasi oder Vater oder Bruder oder genau, sowas in der Richtung. Aha. Also, okay. Und man muss halt immer dann schauen, okay, wen könnte es denn dann als nächstes treffen? Und es werden dann so Rituale auch durchgeführt und so, finde ich auch immer cool, wenn sowas gemacht wird. Und ja, mir hat der gefallen, war cool. Ist der bei uns irgendwo, also ist der bei uns uncut und schon zum Kaufbar oder ist das nur ein Stream? Wo ist denn der schaubar? Wie ist der schaubar? Ich habe auf alle Fälle nur einen Streaming-Link gekriegt von Tiberius. Und der Film ist auch, ich glaube, sogar frei ab 16. Aber wann der irgendwie rauskommt, das habe ich jetzt gerade leider nicht auf dem Schirm. Okay. Und der taugt dann wirklich was, weil ich muss für meinen Teil gestehen, dass ich bei Tiberius mittlerweile eigentlich einen Bogen mache.
Weil, ja, glaube ich, aber mir ist es hauptsächlich auch um die zwei Regisseure gegangen, weil ich von denen, überhaupt von den ganzen New French Extremity Franzosen schaue ich eigentlich alles, wo es eben noch eher eine Extremphasen gekommen ist. Ob das der Alexandre Aja ist oder vom Javier Chance oder so, das schaue ich mir eigentlich alles gern an. Und bin dann eben auch auf den Kandisha, von denen zwei Inside-Macher gekommen. Und das war für mich klar, dass ich den singen muss. Okay. Wie gesagt, Synchro ist halt immer so eine Geschichte bei Tiberius, habe ich aber auch schon schlimmer gehabt. Also war okay. Okay, dann muss ich den mal auf die Liste da. Wobei ich sagen muss, dass die ganzen Franzosen, also ich finde, dass da keiner mehr an sein Erstlingswerk angekommen ist. Kein einziger. Also ob das jetzt der Inside Sepp, der Matthias Franz oder der Frontiers Shows war, keiner von denen hat es irgendwie geschafft, dass er mich da nochmal so packt, wie er mich mit seinem Erstlingswerk packt hat. Ja, aber ich muss sagen, wenn Alexandre Aschau mit seinem Hilfe Eis, der war noch eher so ein Kaliber, wo ich sage, ja, der das hat ist so der richtig einzige, genau. die Eier rasiert. Aber ich sehe das genauso. Das sind schon noch gute Filme auch gekommen, eben auch von den zwei Inside-Franzosen, der gut, allemal, ja, aber finde halt nicht mehr so die Wucht halt auch, was die in den ersten Dingen gehabt haben. Auf jeden Fall. Im Inside, hey, leck mich am Arsch, da geht's schon ab. Aber das sind dann auch keine französischen Produktionen, bei der Alexandre Aja, der macht ja gar keine Franzosenfilme, oder? Ich glaube, der erste der High Tension schon auch, oder? Ja. Aha, Genau. okay. Tja, schon habe ich wieder Respekt verloren. Wieso das denn? Ja, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, der heißt halt einfach nur so, aber ist kein Franzose. Ja. Tja. Tja. Na, kann man auf jeden Fall schauen. Mann, jetzt hast du echt wieder einen meiner Lieblingsregisseure kaputt gemacht. Warum? Was ist denn mit dir eigentlich? Keine Ahnung, was er hat. Unglaublich, der Kerl. Eieiei, Franzosen. Dann habe ich noch was gesehen, eine Serie, das jetzt einmal letztes war und zwar Archive 81 auf Netflix. Oh Gott, wehe, du spoilerst. Ich bin ich werde es ja nur ganz leicht anreißen. Die Serie ist ja produziert vom James Wan, ist ein einschlägiger Bekannter hier bei uns, der hat ja die Conjuring-Filme gemacht und so, den ersten und so. Bei Malignant ist der in der Handlung Oder drin. genau, Malignant, genau, wo wir wieder beim Thema sind. Der Herr hat's drauf und wo der irgendwie so seine Finger drin hat, das wird eigentlich immer cool. Bei Archive 81, da geht's quasi um einen Herrn, der beauftragt wird, alte, angranzelte VHS-Bänder zu restaurieren und archivieren und dort rausfinden soll, was auf den Bänder drauf ist, weil die nach einem Hausbrand geborgen worden sind. Der Herr darf die Bänder nur in einem alleine gelegenen Haus mitten im Wald mit voller Ausrüstung, Montur restaurieren und darf quasi kaum verzeihen, wo es auf die Bänder drauf ist. Sonst kriegt er die Kohle nicht, die ihm quasi versprochen worden ist. Und so sehen wir mir quasi in Gegenschnitten quasi sei Leben, sei Arbeit an den Bänder und dann sehen wir auch wieder, wenn er die Bänder eben restauriert, wo es auf den Bänder drauf ist. Das sind manchmal so Found-Footage-Geschichten, dass man dann sagt, okay, aus der Sicht von der Kamera, schwenkt aber dann auch oft ganz schnell um in eine normale Filmhandlung, nur halt aus der Sicht derjenigen, die quasi die Kamera führt. Genau, also mehr mag ich jetzt auch gar nicht sagen, war sehr toll, sehr atmosphärisch, kurzweilig, das waren jetzt 8 Folgen mit jeweils zwischen, 50 Minuten und 1 Stunde. Ja, und es entfaltet sich halt immer mehr, ja, was da eben los ist bei der Geschichte um Dämonenbeschwörung, um Sektenthematiken, wie gesagt, darf ich schon wieder nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich extrem kurzweilig und auch das Ende, wenn es wirklich jetzt, was Netflix ja gern macht, die Serie auf einmal einstampfen darf, kann man mit dem Ende auch leben. Also ich finde sowas für mich aber ganz wichtig, dass ich weiß, wenn man mit dem Ende leben kann, schaut mir die Serie ja an, weil wenn sie es einstampfen, ärgert ich mich nur, dass ich nie ein Ende hab. Aber so wie es geendet hat, finde ich cool, man kann da weitermachen, müsste aber nicht sein, weil eigentlich alles sehr Zeit ist und ich war begeistert. Aber vor euch hat das quasi noch keiner gesehen, gell? Ich bin jetzt bei der Hälfte. Ah, okay. Ich hab's auf Listenkarte aber noch nicht angefangen. Und was sagst du dann bis jetzt? Ja, Bei der Hälfte, da sag ich, was da doch schon einiges. Die Zusammenschnitte und wie es auch die Welten dann so, ja, vereinen, sage ich jetzt mal, das ist schon ziemlich cool gemacht. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also so ganz schlau geworden bin ich noch nicht aus der Geschichte. Ja, da brauchst du auch noch 3 Folgen, bis du wirklich dann durchgestiegen bist. Ja. Also sie heben sich das schon bis zum Schluss auf, die ganze Gaudi.
Aber es ist wirklich sehr atmosphärisch. Das Schöne ist, diese Found-Footage-Geschichten spulen in den 90er und das haben es echt cool getroffen. Also, weiß ich nicht, man sieht diese Aufnahme und denkt sich, ja, kann tatsächlich in die 90er Draht worden sein. Ja. Nicht schlecht. Das stimmt, das haben sie wirklich gut gemacht. Und auch die ganze Atmosphäre ist irre gut, ob jetzt das eben auch in dem Hochhaus ist, wo es quasi in die 90er spielt, oder in seinem alleingelegenen Haus mitten im Wald, fand ich extrem cool. Es sind wirklich manchmal so Szenen dabei, da wo es mir wirklich eiskalt am Bugel runtergelaufen ist. Ja, und war total kurzweilig. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Ja, ich habe es mir tatsächlich ja deswegen noch nicht zu Ende angeschaut, weil es war dann schon sehr spät. Und ich habe mir dann gedacht, ach du Scheiße, wenn es jetzt weitergeht, dann kann ich ja eh nicht mehr schlafen. Also habe mir dann wieder irgendwas anderes angeschaut. Und mir dann gedacht habe, ja okay, wenn ich da einpenne, ist nicht ganz so schlimm. Aber bei der anderen Serie, da werde ich bestimmt nicht schlafen. Ja, das glaube ich auch. Na, passt. Ich war's. Ich bin's. Wer ist der Nächste? Mike, teilen wir uns noch schnell eins. Ja, mach. Der Mike und ich, wir teilen uns noch schnell das Leck, dass wir Scream 5 im Kino gesehen haben, oder? Das können wir machen. Weil, also wir sagen jetzt noch nicht so viel dazu, weil es ist ein Leck für uns beide. Darum haben wir entschlossen, dass wir nach den Lecks jetzt nochmal eine Folge zu Scream 5 aufnehmen. Also seid gespannt, ihr kriegt nach die Lecks eine Folge über Scream 5 neu geschissen. Voll. Yeah. Wow, ich bin richtig gespannt. Der Film ist auf alle Fälle kein Warleck ist der Scheiße, sondern Warleck, so viel mag ich schon sagen, war der cool. Aber hallo. Ja, das ist jetzt wieder blöd, weil wir da jetzt gar nicht so viel verzeihen können, aber wenn ihr wirklich nur die Chance habt, schaut euch das Ding auf alle Fälle im Kino an. Für Slasher-Fans sowieso Pflicht, und alle anderen, die es noch werden wollen, die schauen sich den auch an. Und die, wo keine Slasher-Fans sind, egal, einfach anschauen so und Spaß haben. Genau. Aber Leute, die wo jetzt wirklich eher so auf so Elevated Horror stehen, werden dann auch einen Spaß haben, weil, ja, da gibt's auch ein bisschen was auf der Meta-Ebene, sage ich jetzt einmal. Auf was für ein Horror? Elevated Horror. Was ist das? Hereditary, Midsommar, The Witch. Ah, echt? Sowas nennen sie Elevated Horror. Echt? Ja. So ist Scream 5. Ja, es wird, Na, es ist aber das zumindest... Thema das wird voll mit einbaut, das Thema an sich. Ja, genau. Dass halt auch noch diese Art von Horror gibt und nicht gerade stumpfes Gematsche. Genau. Okay. Schaut halt mal Jetzt vielleicht sagt einen sie- Film im Kino, du Sautepp, dann das Nein, wissen. mag nicht. Wo sie mal Sieh ich ja gar nicht ein. Wenn ihr sagt, ja, Corby, Kim, geh ins Kino, dann denke ich mir, na. Ja, Corby, schau der Weihnachtsslasher an, die sind gut. Oh nein, okay, Ja, dann mach ich Weihnachtsslasher, das die ja sind noch. schlecht. Dann mach ich das ja noch. Genau den Fehler habe ich gemacht. Was Fehler? Der Was Fehler? Du Junge. hast ganz laut gesagt, Kim, schaut euch den an und dann nehmen wir eine Folge drüber auf. Und Ja, dann Silent nehmen Night der rockt. Mike und ich allein auf. Und ohne die. Wir lassen. Ja, genau. Ja, Kani, was hast denn sonst du für Rolex? Also muss ich weitermachen? Ja. Bitte. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Ja, kurzes knackiges Leck. Heute ist der Trailer ausgekaut worden zu der offiziellen Fortsetzung Texas Chainsaw Massacre. Und zwar ist es die Yay. offizielle Fortsetzung zum Original von 1974. Und die kommt auf Netflix am 18. Februar. Und der Trailer schaut mega geil aus. Also ich bin richtig angefixt. Im Trailer wird schon geil werden mit dem Hammer schon geil Scheller gehauen und mit der Kettensack gleich den Bus auseinandergeschnitten. Seine Maske schaut richtig asozial aus. Also ich sage geil, allein wegen dem Trailer bin ich richtig angefixt. Ja. Werden wir am Der 18. schließt- eine Watchparty machen. Also bei uns privat, nicht mit euch, haut's ab. Macht's es selber. Ja, unbedingt. Also, ich schaue noch mal keinen Trailer, aber der ist mir jetzt mir so umgelaufen und haben mir gedacht, Das letzte ja, Mal heute. gestern. Der ist Also, heute ich würde ja sagen, wenn der Watch Party läuft, dann nehmen wir einfach ein Reaction-Video auf und zwar live über Alter, Twitch. Maul. Boah, ja, bloß auf. Es gibt nichts Schlimmes. Ja, Ich wette, danke. unsere Hörer wollen das singen. Ja, dann waren sie aber die längste Zeit meine Hörer, weil dann höre ich nicht auf mit der Scheiße. Ich bin raus mit der Reaction-Kacke und dann am besten noch eine Reaction zum Reaction-Video selber machen, da kriege ich sowieso einen Koller. Scheiße, Reaction-Inception, scheiß da. Aber der schlicht nur Texas Chainsaw Massacre betitelte Film macht ja denselben Kniff quasi wie Halloween 2018. Genau. Dass er quasi alles ignoriert, wo es nach dem Einser gekommen ist im Endeffekt. Das ist quasi ein direktes Sequel zum originalen Texas Chainsaw Massacre oder Blutgericht in Texas von 1974.
That's right. Genau. That's right. Und ich da bin schon- heiß. Ich bin so heiß und es ist so geil, weil halt wirklich schon so schnell jetzt dann da ist. Es sind noch 2,5 Wochen und dann ist das Ding schon wieder da. Ja. Bitte, schnell. Sehr schön. Und vor allem ist es einer von denen Horrorfilmen, wo ich mich dieses Jahr am meisten gefreut und dann, ja, wie du sagst, ganz schön fix und flott. So muss das. Und da ist ja, glaube ich, sogar die von der Original-Ding dabei, oder? Aus dem Originalteil die Tante, kann das sein? Die ist schon gestorben. Also das Also, ist aber- der oder soll Charakter, der Charakter wird Die Figur, gespielt. soll das aus dem Genau, die Original Sally sein? Hardesty spielt quasi wieder mit und ist jetzt quasi, was haben wir da, ja, schon gleich 50 Jahre später, oder 50 Jahre später, macht sie quasi da auf die Jagd nach dem Leatherface. Also die Originalschauspielerin ist ja schon gestorben und die Neue ist quasi, die hat man schon mal gesehen in Mandy, die war in dem Kult vom Jeremiah mit dabei. Ich weiß aber jetzt auch nicht gerade auf Anhieb, wie die Dame heißt. Und da habe ich ja gesagt, ich darf nicht mehr so viel googeln, weil das Klicken, das hört man. Du sollst jetzt einfach klicken, wenn du nicht sprichst, dann kann ich es rausschneiden. Das darf schon helfen. Ja. dann. Oder du holst ein Tablet und legst es nicht mehr hier. Aber gut, mit deinen Wurstfinger, da ist wahrscheinlich so drauf umeinander klopfen, dass man das auch hört. Ja, mit was für einem Geld soll ich jetzt noch ein Tablet kaufen? Na, tu du nicht so. Mordschreinerei daheim, einen fetten Benz fahren, aber dann hätte er kein Geld mehr für ein Tablet, weißt? Der Kruzifix, der. Olwen Furry oder so heißt die. Kann ich nicht aussprechen. Kann ich nicht aussprechen, aber Olwen kann ich sagen, das kann ich auf alle Fälle. Okay, guter Mann. Schon, bei dem der Survivalist hat's auch mitgespielt. Der, glaube ich, ist sogar mal im Hardline gelaufen. Okay. Da schau her. Ich glaube, den habe ich aber den habe ich damals im Hardline. Also ich glaube, der ist da gelaufen, da haben wir ihn aber nicht gesehen. Ich habe ihn vor Zeit auf Prime gesehen, der war recht cool. Okay. Und die Originalschauspielerin heißt übrigens Marilyn Burns. Man sollte das schon wissen oder sagen, wenn die Dame schon verschieden ist, dann kann man wenigstens ihren Namen aussprechen. Ja, Genau. hast du gut gemacht. Ja, danke. Dann, weiteres Warleck für mich, ich hab mir jetzt die zweite Staffel The Witcher noch durchgehauen auf Netflix. Hab vorher nochmal die erste und den Anime angeschaut und dann hab ich mir die zweite jetzt nochmal eingebaut und ich muss sagen, mir hat die erste schon gefallen. Man kann davon halten, was man möchte mit den Zeitsprüngen, dass man es nicht kapiert, das finde ich, da sage ich, ja, dann gehst du aus zum Bullock-Schrauber anstatt der Kassetten anschaust, wenn du das nicht kapierst. Aber es ist schon, die zweite ist jetzt halt linearer Zeit und das tut ja auf alle Fälle gut. Ich finde da die Darstellung vom Henry Cavill, der hat jetzt ein bisschen, der hat die Rolle ein bisschen geändert, dass er doch auch ein wenig redet und nicht gerade da sitzt und sagt, fuck, das steht ihm auch gut. Also ich finde die zweite Staffel in allen Belangen besser als die erste. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich mag den Henry Cavill einfach. Das ist einfach ein cooler Hund. Voll. Habt ihr die auch gesehen? Witcher? Haben wir gewitchert? Hat jemand gewitchert von euch? No. Die erste Staffel, bei der zweiten möchte ich mir nur die Zeit dann nehmen, aber ich bin aktuell nur bei The Office. Da bin ich jetzt aber auch jetzt auch schon, aber jetzt auch schon in der 8. Staffel. Also das heißt, da bin ich bald durch und dann möchte ich wahrscheinlich zwischendurch nur Witcher durchballern. Musst, ganz gut. Also ich hätte jetzt das nicht ganz so hart gesagt wie du mit den Zeitsprüngen da in der ersten Staffel. Wenn man an die Staffel rangeht mit dem Wissen, dass das nicht so linear ist, dann fällt das einem auch gar nicht mehr so stark auf. Allerdings, wenn man einfach nur meint, ja okay, ich möchte jetzt mal kapieren, um was in The Witcher geht und dann auf einmal denkst du, wieso ist das jetzt so? Dann dann kann ich ja schon verstehen, dass sich da der eine oder andere drüber aufregt. Ja, und es war ein bisschen ungelenk gemacht teilweise, da wo er in einen Raum reingeht und dann ist er in dem Raum drin, schaut aber anders aus oder anders gewandert, dann sagst du, was ist denn jetzt los? Ist jetzt das so wie bei Loaded Weapon, wo er in den Wohnwagen reingeht und ist auf einmal in dem riesen Palast, was ist denn jetzt los? Ja. Und dann gibt's dann erst einmal drauf nach einer Zeit, ach, das ist ja früher gewesen, ole, ole. Also das war schon verwirrend, da braucht man nicht schmerzen. Das meine ich ja gar nicht, dass es nicht verwirrend sein kann. Ich sag nur, am Schluss wird's ja aufklärt. Ja, dann gibt's ja irgendwann so, ja. Genau, das ist ja, sind Zeitsprünge, okay, jetzt komme ich mit, beim zweiten Mal schauen ist wesentlich leichter, aber es gibt halt Leute, die haben es einfach nicht kapiert und da sage ich dir, wenn du das gar nicht kapierst, obwohl es aufklärt wird, dann geh Bullock-Schrauber, der Fendt wird da schon rosten draus, weil du die ganze nur Kassetten schaust und kapieren tust es nicht, also raus mit dir. Wenn man es dann auch ganz durchzeigt. Ja, das muss man natürlich immer machen. Prinzipiell gehört alles immer ganz angeschaut. Nicht alles. Doch, alles. Bei Witcher lohnt es sich auf jeden Fall, aber nicht alles. Doch, alles. Ausnahmslos alles. Ja. Aber ich freue mich auf die zweite. Also wir haben ja schon mal geredet so.
dass halt die auch besser ist und das, was du verzeiht hast, das hat mir recht taugt, kann ich. Und ich werde da auch definitiv noch schauen, aber bis jetzt bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Also ich sag nur, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich hab's ganz angeschaut und es war die Hölle, aber ich hab's ganz angeschaut. Und ich mach 3 Kreuzzeichen. Ich möchte hier jetzt kurz ein spontanes Walleck mit einfügen. Walleck ist das geil, dass diese verhurte Drecksserie nach einer Staffel abgesetzt worden ist. Weil das eine bodenlose Frechheit war. Die Zeit kriege ich nie wieder. Ich bin so froh, dass ich nebenbei irgendwas anderes immer mache, hab Kinder, aber das ist einfach... Aber, Corby, ich hab's durchgezogen. Respekt. Ich hab einfach Durchhaltevermögen. Das, wenn ich im Bett auch so hätte. Ja, Standvermögen. Ja, da ist einfach... Ich weiß auch nicht, warum bei so einem Scheißdreck hab ich's und dann, wenn's drauf ankommt, dann heißt's unfertig. Hand in die Hose und $5. Genau. Und zum richtigen Ficken werden die Schafe genommen. Oh Gott, explizit. Mir geht's so wie dem Typen von den New Kids. Mit der Manuela. Oh, immer nur Finger reinstecken. Ja, genau. Und dann darf er mal, und dann ist es auch gleich, ja, ist keine Jungfrau mehr. Geil. Aber weiter im Text. Ein weiteres positives Walleck. Vor 2 Wochen ist die Chucky-Serie bei uns endlich hochgelaufen. Und ich habe jetzt die ersten 2 Folgen gesehen, die 3. kommt erst morgen und ich bin voll dabei. Die ersten 2 Folgen sind geil. Chucky hat ein geilloses Mundwerk wie immer. Es sind 2 Kills jetzt erst dabei gewesen. Der 2. vor allem das hat schon recht wild ausgeschaut. Geile Effekte, Puppen geil gemacht, Schmerz geil, also Setting mit taugt das voll. Ich bin echt gespannt. Es kommt wöchentlich eine Folge aus. Ich denke mal, wenn das durch ist, dass es auf alle Fälle ein Leck bleiben wird, weil das echt richtig, richtig gut jetzt ausschaut, schon nach den ersten 2 Folgen. Da schon beigekauft? Nein? Nö. Ich hätte jetzt ein wenig gewartet, bis da wegen mehr da ist, wegen mehr Material und dann hauen wir das definitiv rein. Ich habe nämlich wirklich auch schon einiges gehört und so und das hat wirklich geheißen hat, ja, ist teilweise sogar besser wie so mancher Filmbeitrag des Franchises. Ja, das glaube ich, wird man unterschreiben können, weil das, also schaut ja da wirklich richtig hochwertig aus. Bis jetzt hat da nichts billig ausgeschaut, mir taugt die Schauspieler sind top. Und mir taugt's voll. Ich bin jetzt schon gespannt, wenn morgen die 3. Folge rauskommt, wie das Ganze weitergeht. Ein weiteres Walleck in Serienformat war das Finale von Dexter Cold Blood, New Blood, wird's heißen, die neue Staffel. Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, die neue Staffel Dexter, ich verzeih ihnen den Scheiß, was davor drin haben. Okay. Sehr gute Staffel, coole Geschichte, sehr cooles Ende, dass ich sagst, oh na, muss das unbedingt so sein, aber ja, es ist wirklich, so wird es den Figuren gerecht, finde ich. Ja, ich hätte jetzt ein paar Fragen, aber die, wenn ich jetzt frage, dann werden wir wahrscheinlich ins Spoiler-Territorium kommen, müssen wir wahrscheinlich offline machen. Aber ist jetzt die Serie nur eine Staffel oder geht's jetzt da weiter? Das ist fertig. Nein, das ist jetzt, also man kann weitermachen, aber so ist es jetzt an sich, ist Dexter jetzt abgeschlossen. Ach so, okay. Und halt auch so, dass du sagst, so lass ich mir einen Abschluss eingehen. Das ist ja wirklich fast wie eine Entschuldigung, gell, für die Scheiße, was sie vorher gebaut haben. Das stimmt, ja. Und es ist wirklich, also mir hat die richtig gut gefallen. Also mit dem Dexter, die Figur war wieder, das war einfach, da hast du dich wieder heim gefühlt. Wie bei den ersten 3-4 Staffeln. Man hat sich einfach wohl gefühlt mit der Staffel. Ja, schön. Cool. Wie viele Folgen waren es insgesamt? 10. Ah ja, okay. 10 Folgen. Das kann man mal durchhauen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele Folgen die letzte Staffel gehabt hat. Waren es nur volle 21? Nein, die haben doch alle immer gerade 10 oder 8 gehabt, oder? Echt? Die erste Staffel auch, oder wie? Aha. Ja. Das war eine von den ersten Serien, die ja das Konzept mit den 10 Folgen pro Staffel gehabt haben, meine ich. Das geht schon. schon. Schon wieder ewig her, dass ich mal das angeschaut habe. Ja, voll. Aber ich kann mich wirklich nur an so viel erinnern, weil der Schluss war wirklich so beschissen, da habe ich nur direkt vor Augen und habe mir gedacht, das können sie jetzt echt nicht machen. Aber Ja, wenn du sagst, grausam. dass das jetzt so besser wird, nachher gehört da wirklich noch reingeschaut. Also ich kann es gerade an jeden, der mit Dexter nicht zufrieden war mit dem Finale, dem kann ich nur empfehlen, dass er sich die Staffel nochmal anschaut und dann für eine wirklich großartige Serie, meine Augen, bis zu einer gewissen Staffel kriegt er dann endlich einen würdigen Abschluss. Ja, schön. Cool. Sehr, auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Dann, ich hab mir ein Ding angeschaut, wie heißt der, das Slumber Party Massacre? Oh, yes, das war Den fast haben wir einer von meinen Wallecks geworden. Sehr schön. An sich, der Film selber war schon ein Überleg, aber ich hab mir eine spezielle Szene ausgesucht. Und zwar, kannst du dich an die Szene erinnern, wenn der Killer die eine Tante in der Umkleidekabine da drinnen sucht? Ja.
boah, leck, ich hab noch nie in meinem Leben so eine schlecht gespielte Suche gesehen wie das. Ja, leck mich doch am Arsch, wie kann man denn so schlecht so was Simples wie jemanden Sucher spielen, wie es der Killerschauspieler in der Szene macht? Ja, Boah, leck, allgemein haben da die Schauspieler sehr schwach, ja, was heißt sehr schwach, also, ja, gewöhnungsbedürftig mag ich auch nicht sagen, also ja, es ist schon sehr schlockig, also der passt schon so da voll rein, weil die Mädels sind ja auch nicht besonders hell, oder die Jungs, die da alle verbraten werden im Laufe des Films, sind alle nicht besonders hell, und da gereiht sich halt der Killer auch gleich noch mit dazu. Aber der sticht halt hervor, also der mag's ja schon richtig wissen. Also, boah, ich bin da gesessen und dann ist das jetzt gerade echt passiert oder habe ich einen Schlaganfall gehabt? Dann habe ich ihn zurücklaufen lassen. Und dann, ich hab's nicht glauben können, dass jemand wirklich, es ist so schlecht, wie er geil da steht, und ich möchte jetzt gern, dass wir das mit Video machen hätten zum Vormachen, weil ich glaube, ich kann's nicht mehr so schlecht vormachen, wie es der in dem Film gespielt hat. Ich war wieder ausgeflippt, geil. Aber ansonsten schaut sich mal. Der Film? Slumber Party Massacre. Und um was geht's da? Ja, um Pyjama Party Massacre. Genau. Ein Slasher. Das ist nichts, was dir gefällt. Ja, das ist mir wahrscheinlich zu hoch, ja. Nein, ich glaube, dass das einfach zu flach ist. Das wird das Problem sein. Aber das klang für den Korbi schon, dass er im Zoo ist. Ich muss aber dazu sagen, es ist so ein unglaublich charmanter Film. Er ist wirklich unterste Schublade eigentlich. Aber er ist so schlockig und so sleazig. Also tut mir leid, dass ich das Wort sage, ich wollte es eigentlich nicht mehr sagen, aber er ist wirklich so ein sleaziger Batzen und er macht so viel Spaß. Die Schauspieler sind alle so mittelmäßig und ja, aber er macht so Spaß. Es sind wirklich so wieder so klassische 80 Minuten, ein richtig klassischer amerikanischer Low-Budget-Slasher. Ein richtig räudiger Scheißfilm ist eigentlich, aber er macht Spaß. Richtig räudiger Scheißfilm. Ich stell mir vor, wie ich so die Blu-ray in der Hand habe und da steht oben drüber ein richtig räudiger Scheißfilm. Ja, vor allem der Film genau, Zitat wie von der Movie-Illusion. Der Film hat aber jetzt erst zum ersten Mal seit seinem Release bei uns eine deutsche Synchro gekriegt, gell? Den hat es ja bis jetzt nie irgendwo ein VHS oder irgendwas gegeben, obwohl der Film schon von 82 ist. Das war nicht so 100 Jahre, was ist eigentlich mit einer? Voll. Ich bin ja noch gespannt auf die Fortsetzungen, glaube ich, da gibt's ist auch eine Trilogie, oder? Ja, 3 Mal sind's. Mitsamt noch einem Remake dazu. Ich habe vom 2er schon sehr Gutes gehört, aber den habe ich bis jetzt leider noch nicht gesehen. Brauchen wir auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Und Regie hat eine Frau geführt, gell? Ehrlich? Ja. Amy Holden. Ich hab mich jetzt auch noch nicht damit auseinandergesetzt mit dem Film. Haben wir nur gedacht, jetzt habe ich gerade Bock auf den Hammel, den haust du jetzt mal rein. Und dann habe ich mir gedacht, das suche ich damit gescheit, haben wir die ganze Zeit gedacht, das gibt's doch nicht. Das suche im echten Leben. Strenge halt mal ein bisschen an. Aber nur ein bisschen mehr anstrengen. Ja. Ich strenge mich im echten Leben sogar mehr an, wenn ich was suche. Und da ist es schon meistens wurscht, ob ich es finde. Und ich würde fast behaupten, für so einen Slasher, das Finale war wirklich ganz stark. Geil, am Pool. Genau, beim Pool. Du weißt, was ich meine. Ganz stark. Alles geil. Ja. Bin ich dabei. Na, ansonsten, Schauempfehlung kann man sich anschauen, und bei der Szene sagt's, ja, alles klar, ich weiß, was der Kani gemeint hat. Und ich muss mich aufregen wieder mal. Zwar nicht so viel, ja, schon viel, weil es mir richtig angekotzt. Also eine Ansage an jeden Vollidioten, der irgendwo in ein Geschäft reingeht und Filme anschaut, die sind ja immer so stufenweise eingereiht in eine Filmregale. Und wenn es die durchtat mit den Fingern so klipp, was ist da alles? Und seid fertig, dann lehnt sich die Filme wieder nach hinten, dass nicht ich komme und sag, Kruzifix, jetzt muss ich erst nach hinten lehnen, damit ich vorne anfangen kann. Das Vollidioten, das faul, das kotzt mich nämlich an. Jetzt letztes Mal war ich bei Müller, bei Inge, ist durchgegangen und hat alle Filmregale so hinterlassen. So, jetzt nervt mich. Das ist, als sei am Scheiß aus einem Klodeckel nicht wieder oben. Was ist denn eigentlich mit euch Ficker? Weil der Arbeitslose, der hat nämlich so einen Stress, der hat keine Zeit, dass er die Filme... Nein, da muss schnell gehen. Ich muss ja wieder ins Amt. Ich muss ja wieder Geld holen. Ja, genau. Furchtbar. Also, was ist denn mit manchen Leuten? Das sind doch einfach so Grundprinzipien im Zusammenleben. Was ist denn mit dir eigentlich los? Halt du mir der Maul, wenn ich gerade über die so grantig wegen so einem Scheißdreck. Hauptsächlich bin ich grantig wegen dem Scheißdreck, was du verzapfst, aber das ist halt dann immer so die Krone, die mir dann noch aufgesessen wird. Wenn ich irgendwo hingehe und denke mir jetzt mal durchs Filmregal durchskippen und dann säge ich das von der Seite, dann mag ich schon gar nicht mehr reingehen in das Regal, weil ich denke, was ist mit euch? Warum kann ich das nicht wieder zurück tun? Warum? Was ist das so schwer dran? Gibt's denn dann irgendwelche alltäglichen Dinge, die richtig fröhlich machen, wo du dir denkst, wow, das macht mich jetzt so richtig glücklich? Wahrscheinlich, wenn er was geschenkt kriegt, das mag er nämlich gern. Selten. Ja, aber von dir kriegt man nicht was geschenkt, du geizige Weizau. Ja, weil du von mir schon so viel gekriegt hast. Jetzt ist irgendwann muss er mich Schluss sein. Nix habe ich von dir gekriegt.
so knickere Fotze bist. Kannst du da fahren, ich mag nicht Auto fahren, ich bin behindert, ich hab gerade einen Bus mit einem Zweisitzer, ich kann nicht fahren, wir sind nämlich zu dritt. Knickere Weizer. Das ist der Beste in einer Null, weil der Knickere Weizer, dann kriegt er jetzt mal so viel Spritgeld, dass er sich die Karten auch noch mit leisten kann. Nicht einen Cent habe ich bis jetzt gekriegt. Hast du schon den Anteil für Netflix komplett so? Ich hab jetzt gerade einen 20er, ich kann dir nicht alles davor mitgeben. Das ist der Punkt für dich, aber jetzt schmeiß ich alles hin, Junge. Ja, wir sind jetzt schon über 40 Minuten drüber und ich frage jetzt einfach mal, Kani, hast du noch was? Nein, mir hat das jetzt schon wieder aufgeregt. Super, das ist aber schade. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich habe nämlich 3 Filme und ich habe jetzt mal wieder lauter Filme, die eure Genres da sprengen. Ich wollte gerade sagen, dann können wir jetzt locker auf 1,5 Stunden, wenn du über 3 Filme schmeißt, oder? Ja, leider. Fangen wir an mit The Last Duel. Von Ridley Scott aus dem Jahr 2021. Ist jetzt seit, ich müsste lügen, ich glaube Weihnachten oder so. Circa, ja. Bei Disney Plus. Und ich hab den Trailer, wo wir uns gemeinsam, Kani, die Green Knight geschaut haben, damals im Kino gesehen und hab mir gedacht, ich hab überhaupt nichts gecheckt. Keine Ahnung, um was in dem Film geht. Und hat man dadurch leider dann sehr lange schlecht geredet, weil wo ich dann mit dir, Mike, ich beziehe euch alle mit ein, die Top 10 Folge aufgenommen habe ich mir bei der Vorbereitung noch gedacht, schaust du den auch noch an? Na, der kann nicht gut sein. Der Trailer hat mir nicht gefallen. Tja, jetzt habe ich da so mal so einen Durchhänger gehabt dann am Sonntag und hab mir den Film reingezogen und hab dann festgestellt, der ist gar nicht so scheiße. Bam, bam, bam. Es geht um ein Duell in Frankreich und zwar am 29. Dezember 1386 zwischen den Herrschaften Jean de Caroux und Jacques Legris. Der Caroux wird gespielt von Matt Damon und der Legris von Adam Driver. Und die zwei kämpfen gegeneinander, weil die Frau vom Caroux, also vom Matt Damon, vergewaltigt worden ist, angeblich vom Legris. Wie das zustande kommt, sieht man durch 3 Blickwinkel, und zwar von diesen 3 Herrschaften oder Frauschaften. Es fängt an mit der Sicht von Matt Damon, wie man halt dann sieht, wie sie eigentlich jetzt zusammengekommen sind und dass er halt versucht, da dieser stolze Ritter zum sein und für ihn ist halt alles heilig, was halt irgendwo recht ist. Dann der Legris ist eher so der Frauenheld und da sieht man halt dann auch, vielleicht ist sie ja doch nicht vergewaltigt worden, wer weiß. Und dann sieht man die Sicht von ihr. Und das ist ganz spannend, weil sagen wir mal, im 13. Jahrhundert ist es nicht ganz so selbstverständlich, dass eine Frau tatsächlich offen ausspricht, dass sie vergewaltigt wurde und dann auch noch der Mann dahinter steht, weil das Ganze wird dann bis zum König vor Gericht gestellt und deswegen ist es so ein krasses Duell, weil, da ist sogar noch der König dabei und es wird nur so recht gesprochen, dass, derjenige, der gewinnt, also praktisch derjenige, der überlebt, der hat recht. Also so wird dann entschieden, ob die Frau vergewaltigt wurde oder nicht. Und sagen wir mal, die Frau hofft natürlich auch, dass sie im Recht ist, weil sonst wird sie, wer weiß es? Noch mehr vergewaltigt? Getötet. Ja, genau, getötet. Yeah. Belassen wir es bei getötet. Ich verrate nicht wie. Wenn man sich das anhört, dann denkt man sich, was? Was? Oh Gott. Das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich war schon mal begeistert durch diesen Stil, weil das halt wirklich 3 spannende Sichtweisen sind und man dann halt merkt, wie die Wahrnehmung von jedem anders ist. Ja, und dann auch wie der Film ausgeht. Und trotz den 152 Minuten war ich sehr positiv überrascht, sehr gut unterhalten. Und jetzt für die Vorbereitung habe ich ja kurz nochmal nachgeschaut, wie viel Budget dieser Film gekriegt hat, weil ich meine, Ridley Scott, da stelle ich mir manchmal vor, dass er sagt, naja, okay, wenn ich sonst keinen finde, der mal den finanzieren halt schnell selber, hier sind 500 Millionen. Das Budget waren 100 Millionen, aber Box-Office-technisch war das eine komplette Katastrophe. 30 Millionen hat der Film eingespielt, also im Endeffekt war das ein absoluter Flop. Vielleicht ist da mehreren so gegangen wie mir und wenn man den Trailer gesehen hat, dann hat man sich gedacht,
Keine Ahnung, was da los ist. Da gibt's eine Schlagzeile, was irgendwie geheißen hat, Ridley Scott schimpft auf die Handy-Generation. Ja, irgendwie, ich weiß aber nicht, ich habe das da nicht gelesen, weil ich mir gedacht habe, ja, alles recht, Boomer. Keine Ahnung, was da dann eigentlich genau der Grund war, warum die Smartphone-suchtende Generation drauf schuld ist, dass nichts angeschaut worden ist. Keine Ahnung, so genau habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Ich meine, es ist jetzt nicht so ein Film, wo man sagt, hey, schauen wir uns den im Kino an, weil mich das voll interessiert. Also ich hab ihn halt auch nur deswegen angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, wenn der jetzt aktuell bei Disney Plus drin ist, kann ich mal reinschauen und wenn er mir nach 10 Minuten nicht gefällt, dann schalte er wieder ab. Das Coole ist, neben Matt Damon spielt halt auch noch der Ben Affleck mit und der spielt voll den rumhurenden, was ist ein Landbesitzer oder so, wo der Matt Damon sie verbürgen muss und das ist einfach witzig, wenn man ja weiß, wie die eigentlich auch befreundet sind. Und Adam Driver macht da einen super Job. Bei Matt Damon muss man nur dazu sagen, der ist so krass geschminkt oder mit der Gesichtsmaske mit Narben versehen, dass man wirklich nicht gleich erkennt. Und das ist echt nicht schlecht. Ich hab ihn schon gleich erkannt auf dem Poster. Hat von euch wahrscheinlich noch keiner gesehen, oder? Nein, bisher nicht. Ist auf der Liste, seitdem ich auch gesehen habe, dass er auf Disney Plus ist. Also ich war wirklich positiv überrascht. Ich denke, er wäre vielleicht sogar in die Top 10 reingekommen. Okay. Ich war nach dem Trailer, als wir den miteinander gesehen haben, mich hat er schon interessiert. Aber dann war er nirgends bei uns so, dass ich ihn irgendwie noch mehr auf dem Schirm hatte und hab den total vergessen, bis ich dann auf Disney Plus die Meldung gekriegt habe, dass er da jetzt läuft. Aber ich denke, ach geil, will ich sehen, weil ich mag einen Ben Affleck, ich mag einen Adam Driver, ich mag einen Matt Damon, also so von der Besetzung her bin ich schon voll am Start und ich mag die Ridley Scott Filme in der Regel. Also ich war da dann schon angefixt, aber hab's bis jetzt nicht immer vergessen. Aber es ist jetzt nicht wirklich irgendwie so mit Action, es ist mehr so Historiendrama, oder? Also blutig wird's auf jeden Fall. Das Duell ist ziemlich krass. Also da sind ein paar Schauwerte für die dabei. Wow. Na, ich mein, du hast für ja... Korbauern. Da hat er was zum Singen. Na, ich weiß ja aber, auf was du bei Spell so gestanden hast. Und sagen wir mal, ein paar Szenen kommen in dem Film vor, die sind da schon sehr ähnlich. Okay. Ja, so habe ich das gemeint. Okay. Ja, ganz im Ernst, ich hab den ehrlich gesagt überhaupt nicht wahrgenommen, dass der bei uns irgendwo im Kino gelaufen war. Ja, auch nicht. Ich hab da überhaupt nirgends irgendwas gesehen. Ja. Also von dem her, den Film hat quasi gar keiner sehen können, weil er eben irgendwo gelaufen ist. Und auch, wo ich da so mitgekriegt habe, die Werbung oder die Werbekampagne war ja gleich null. Also es hat nicht nur da an der Handy-Generation gelegen, wie der Herr Scott gesagt hat, sondern eher am Verleih, der den Film eigentlich selber nicht viel zutraut hat und deswegen da gar nicht stark ausgeholt hat, werbetechnisch. also ist echt schade, weil sowohl von der Umsetzung her, von den Landschaften, auch von den Schauspielern her, ist es eigentlich ein echt Top-Film. Also ist sehr unterschätzt, muss ich sagen. Deswegen, wenn ihr Disney Plus habt und 152 Minuten Zeit, dann schaut sich mal das letzte Werk vom Mr. Scott an. Also ich hoffe, es war noch nicht das letzte Werk, ich darf natürlich noch mehr Filme machen. Dann der nächste Film, der mich sehr positiv überrascht hat, aber mit einem sehr krassen Thema, die Wannsee-Konferenz. Hat den etwa von euch gesehen? Nicht bekehrt davon. Ja, nicht, das hast du doch gerade erfunden. Eieiei, okay. Also das heißt, ihr wisst ja nicht, um was da geht. Null. Na, deine Fantasiefilme kenne ich nicht. Okay, also in der Wannsee-Konferenz geht es um die gleichnamige Wannsee-Konferenz aus dem Jahr 1942. Es geht um die Besprechung der, wie soll ich sagen, hochrangigen Nazi-Vertreter aus der Bürokratie, die in einer Besprechung, die der Reinhard Heydrich angesetzt hat, über die Endlösung der Judenfrage reden. Jetzt klingelt's. Das ist zwar schon zweimal verfilmt worden, aber jetzt nochmal neu vom Matti Geschonek. Ist jetzt vor kurzem erst auf ZDF, glaube ich, gelaufen. Ging ja ziemlich stark, oder zumindest in die Medien, wo ich so unterwegs bin, durch die Medien. Und ist jetzt auch in der ZDF-Mediathek, da haben ich jetzt am Wochenende gesehen und ich muss sagen, wow, leck, hey. Also ist krass, wie
wie nüchtern und bürokratisch die dieses Thema abhandeln. Und das Interessante ist, es beruht halt wirklich auf diesen Protokollen, die es von dieser Konferenz nur gibt. Also das heißt, fast 1:1 die Dialoge, die da drin vorkommen, sind so gesprochen worden. Und da ist halt, da wird halt einfach systematisch über diesen millionenfachen Mord dann gesprochen. Aber es geht mehr so darum, naja, okay, keine von den Abteilungen, die jetzt da gerade bei der Besprechung dabei ist, möchte sie eigentlich die Finger dreckert machen. Und wir haben ja selber da so für Juden und schaut sich erstmal, wie es eure wegbringt. Und es ist wirklich brutal, mit was für einer Kälte die das abbehandeln. Super Schauspieler mit dabei. Philipp Hochmeier, Johannes Allmeier oder auch der Simon Schwarz, den vielleicht der ein oder andere aus den Eberhofer-Filme kennt. Ja, also da habe ich mir dann gedacht, okay, die Deutschen können ja offensichtlich doch auch gute Filme machen. Für jeden, den das Thema interessiert, wirklich super gemacht und schaut's euch an bei der ZDF-Mediathek. Da hat sie das GEZ-Zahlen ja dann doch einmal gelohnt. Haben mich auf alle Fälle singen. Dir, glaube ich, würde auf jeden Fall gefallen, weil ich weiß ja, du hast du hast die Nazis ja genauso wie ich und von dem her wird die das da auch entsprechend, was ist unser neues Lieblingswort? Catchen. Triggern jetzt wie. Triggern und catchen, wenn du dir den Film anschaust. Und bei mir war es nicht, dass ich Nazis hasse. Was? Bei mir bist du nicht sicher, ob ich Nazis hasse. Du hast bist du sicher. Du hast das offensichtlich nicht. Du hast jetzt nicht gesagt, oh ja, cool, das interessiert mich, da die mal gern anschauen. Ach, ich bin mit der Art Vergangenheitsbewältigungsfilm eigentlich hübsch fertig, aber ich hab mir das jetzt angehört und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht höre ich rein, vielleicht schaue ich rein. Schau also mal ein. Ich habe von ein paar Bekannten gehört, die in solchen Konferenzen als Beamte da teilweise mit dabei sind, die gesagt haben, nachdem sie den Film angeschaut haben, können sie ihre Arbeit nicht mehr so richtig nicht ernst nehmen, sondern da denkst du, es ist eigentlich so richtig schlimm, über was sie da manchmal ähnlich, Bewertungen sie gegenseitig zuschieben und dabei vielleicht auch vergessen, dass da ja doch um ein paar Menschen geht. Und da geht's natürlich immer ganz anderes Kaliber, aber also brutal, Wahnsinn. Okay. Ja. Hört sich gut an. Also ich habe jetzt das mit Absicht nur als meinen vorletzten Film für halt mit reingenommen, damit ich jetzt beim letzten Film nochmal die Stimmung ein bisschen dran kann. Den hat, ich glaube nicht, dass den einer von euch gesehen hat. Und zwar, ich habe mir Whiplash angeschaut von 2014. Den habe ich schon gesehen. Okay, um was geht's in dem Film? Ja, um diesen Jazz-Schlagzeuger. Ums Drumming. Hey, du hast den gesehen? Wow. Ganz stark. Ja, finde ich ja. Sehr stark. Habe ich an deiner Letterboxd-Bewertung gesehen. Ah, schön. Hey. Wow. Ja, ich war da mal wieder so ein bisschen in Listen unterwegs mit Filmen, die man mal gesehen haben sollte. Und dann habe ich Whiplash gesehen, habe gedacht, okay, sagt mir gar nichts. Und ich war begeistert. Es geht um einen Musikstudenten und Schlagzeuger auf einer Musikakademie oder Schule, also sowas ähnliches wie eine Uni. Und der wird während seinen Proben von einem Leiter der Studioband, also es ist praktisch die Top-Band auf dieser Musikakademie, entdeckt und dann in die Band eingeladen. Der Leiter heißt Terence Fletcher, wird gespielt von J.K. Simmons. Tja, er ist da total gehypt erst und denkt sich, ja cool, ich bin in der Band dabei, ich darf da Schlagzeug spielen. Tja, und dann merkt er relativ schnell, der Mr. Fletcher, der regiert da durch eine sehr strenge Hand. Und die Dialoge, die der da zu seinen Studenten sagt, die hätten 1:1 aus Kanis Mund kennen. Nicht einmal ich war so gemein, nicht einmal ich. Das ist schon grenzwertig teilweise. Da bin ich auch oft da gesessen und denke, Alter, was ist denn eigentlich mit dir? Warum? Ja. Lass mir die Leute in Ruhe. Die haben ja keine Filme schief ins Regal gelegt. So schlimm ist doch das gar nicht, was die tun. Naja, die haben sie verspult oder die können den Takt nicht halten und ist halt echt übel. Also der schmeißt da teilweise dann mit Stühlen nach die Schüler. Willkommen in meiner Lehre. Ja, trotzdem jeder, der in der Band dabei ist, auch halt dann der Andrew, also dieser Musikstudent, möchte auch dabei bleiben und möchte sich halt dann da drin beweisen. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein Film über einen Schlagzeuger so begeistern kann. Und ich habe danach kurz überlegt, ob ich mir jetzt nicht ein Schlagzeug kaufe. Und genauso ein geiler Schlagzeuger wird wie der. Unbedingt. Ich werde dann der Lehrer und fick dir die ganze Zeit an.
Ah ja, das hat da gefallen. Ich möchte einfach mal den Stuhl umschmeißen, das hat mir schon lange. Also der Film hat völlig zu Recht 3 Oscars gewonnen, hat glaube ich 4 Nominierungen damals gehabt. J.K. Simmons hat unter anderem einen Oscar gewonnen für den besten Nebendarsteller, auch absolut verdient. Ja. Wobei dem Miles Teller, den der Andrew verkörpert hat, dem hätte ich auch einen Oscar gegeben. Also, der Reed Richards aus dem Fantastic Four Flop Reboot. Ich hab tatsächlich, wo ich über die Filmografie drüber geschaut habe, nur aus Project X auf die Schnelle gekannt. Stimmt, da war er auch dabei, ja. Ja. Und bei War Dogs, oder? Mit dem Jonah Hill war er auch dabei. Ja, genau, stimmt. Der ist allgemein, den sehe ich recht gern, das ist ein guter Schauspieler. Und ich finde, es hat halt echt geil gemacht. Also ich frage mich immer, wenn man bei so einem Film mitspielt, muss man da von Hause schon Schlagzeug spielen kennen? Und gerade das Finale, also brutal. Mhm. Also Mike, wenn du den Film jetzt noch nicht gesehen hast, Nein, hab noch nicht gesehen. ich möchte nicht jetzt zu viel von der Handlung verraten, sagen wir mal, es gibt Höhepunkte, da sagt man dann, Alter, nein, das kannst du gar nicht sein. Bei einem Trommlerfilm. Ist das Ja. so ein Stoff, Was oder Trommlerfilm, du Bauernfilm von du Lintiger. Ja, der Trommels. Ein Trommlerfilm. Ich hau die ein. Ich habe auch nicht genau gewusst, um was der geht. Am Anfang habe ich mir gedacht, macht irgendwie so den Eindruck wie $1 Million Baby. Der war so hart. Oh. Ja, Aufhören. ja. Ich meinte, du wolltest mit der besseren Stimmung aus der Folge ausgehen. Ja, unglaublich. Aber Whiplash endet ja nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Na, also wer die Chance hat, Whiplash sie zum Schauen, Alter, macht's das, absolute Empfehlung. Ich leg dafür meine Hand ins Feuer. Okay, der meine ist ja von A24, gell? Bist du sicher? Nicht sicher, deswegen sage ich ja, gell? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen, ich weiß jetzt nicht mehr. Na, Weil bei mir ist das schon ein paar Jahre her. das- Blumhouse Productions. Von Blumhouse dann was so. Ja, okay. Ja, muss ich mal anschauen. Da spielt ja der J. Jonah Jameson mit, gell? Jo. Jo. Ja, kommt auf die Liste. Mach ich gleich, was vergiss ist. Wirklich, ich glaube, dass der dir auch gefällt. Ja, cool. Ich glaube nicht, aber ja, schau noch. Ja gut, das war's soweit. Pokémon habe ich noch nicht so weit gespielt, als dass ich es jetzt in die Warlex reinnehmen kann. Das Neue, das Arceus, Arceus, wie auch immer das ausgesprochen wird, das meinst du, oder? Ja, genau, Legends. Stimmt, Legends heißt dann. Also ich kann so viel sagen, es ist echt nicht schlecht. Es ist so ein bisschen tatsächlich eine Revolution für diese Art der Pokémon-Spiele. Mhm. Aber wie schon gesagt, ich bin noch lange noch nicht so weit, als dass ich mir da Urteil erlaube. Ja, das ist gut. Dann holst du deinen Schnauzer jetzt. Ja, genau. Ja, kannst du mal aus. Tut mir leid, Kobi, ich wollte jetzt nicht so unterbuttern. Also, Sag mal dafür die Leute, was noch da sind, dann jetzt. ich wollte eigentlich gerade sagen, also Leute, ihr habt halt, glaube ich, so ziemlich alle Emotionen, alle Musikrichtungen, alle Filmgenres mal durchkehrt, die mir so zu bieten haben in einer wunderbaren Stunde. Deswegen lasst uns dafür doch ein Like da. Schaut mal, wo wir uns abonnieren können. Abonniert uns dann. Gebt uns Steady-Abos. Gebt uns gute Rezessionen. Schreibt uns handgeschriebene Briefe. Also druckt euch T-Shirts mit unseren Logos und unsere Gesichter drauf und schreibt drauf, beste Band der Welt. Wir wären da echt glücklich drüber. Und ich meine, jetzt mittlerweile, seien wir uns ehrlich, verdient haben wir es auch. Das Absolut. Stimmt. Ja. Absolut, das darf ich sagen. Und an alle Säuglinge, die uns anhören, lernt mir, dass er einen Scheißkopf selber holt, das Deppen. Nervt mich. Ich werde es einmal ausrichten. Ja, nicht dein, ich meine nicht allgemein. Also, wenn Scheiß wir jetzt, Menschenbabys. wenn wir jetzt so berühmt warten, dass die Zeitungen dann immer nach einer neuen Folge von uns praktisch so eine Zusammenfassung schreiben, dann dat jetzt in der Folge stehen, ja, und am Ende beleidigt der Kanin neugeborene Kinder. Ja, ich beleidigt's nur, aber der jetzige Gott aus dem Alten Testament hat alle verrannt, also bitte. Bin ich eh noch gnädig unterwegs, oder? Beleidigt Kinder und schimpft über Gott. Wow. Nur über den Podcast jetzigen. explizit. Nicht geeignet für Kirchengänge. Ja, und Leute mit Gewissen aller, egal was für. Wobei, mit momentan Gewissen. haben wir, glaube ich, wieder mehr der Kirchenabgänger, oder? Nachdem von Paar, was sie sich damit geleistet hat, der tolle Verein, der. Ja, brutal. Aber das kommt, da lassen wir uns mir jetzt nicht drüber aus. Das Nein. wird gerade
Wir enden jetzt da- auf einer positiven Note. Haben wir doch Genau, gegeben. auf einer positiven Note, dass wir uns drüber freuen, wenn es uns in die sozialen Medien besucht, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, überall folgt und abonniert und uns voll geil findet und uns mit Kohle bewerft. Das müssen wir uns ausziehen für euch. Das tat man auch, wenn es uns mit Kohle bewerft. Geil. Schaut auf unsere Letterboxd-Profile vorbei, schaut, was wir mir schauen, schaut, wie es uns gefallen hat, schaut es dann auch. Erstens einmal wisst ihr dann schon im Vorab eventuell, was wir uns eigentlich in die Warlex erwartet, und wenn ihr unentschlossen seid und seht unsere Sternebewertungen, dann wisst ihr, unsere Meinung ist über jeden Zweifel erhaben und das könnt ihr das Zeug anschauen oder auch nicht. Genau, und wenn beim Kanye So schlechte ist Bewertung das. steht, dann schaut's lieber beim Mike oder bei mir nach, was mir gesagt hat. Ja, ich kann ja das aufs Letterbox gar nicht eingeben, wenn die Vollidioten zum Beispiel die Regale nicht gescheit einrahmen. Kruzifix. Ich brauche eine eigene App für so Ipsi. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nee, vom Müllerregal. Servus. Tschüss.